Und nun erinnern wir uns an die rote Linie, die Präsident Obama gezogen hatte. Stefan Niemann in Washington, die ist damit überschritten, oder? Ja, sie ist offenbar überschritten. Der US-Präsident redet ja seit knapp 10 Monaten von dieser roten Linie. Und jetzt liegen offenbar belastbare Beweise der US-Geheimdienste vor, dass das Assad-Regime das Giftgas Sarin eingesetzt hat im Bürgerkrieg. Damit ist der Punkt erreicht. Und nun wartet ganz Washington und die ganze Welt darauf, wie sie denn nun aussehen sollen, die Konsequenzen, mit denen Obama ja für genau diesen Fall gedroht hatte. Gibt es dazu schon irgendwelche Hinweise? Ja, es wird spekuliert, dass Obama seine zögerliche Haltung aufgibt und nun vielleicht doch die syrische Opposition bewaffnet. Bisher hat er das immer vermieden, weil er Teilen der syrischen Opposition nicht traut, die für nicht demokratieorientiert hält und Angst davor hatte, dass diese Waffen irgendwann in falsche Hände geraten. Das ist ja auch in Afghanistan so gewesen und in anderen Ländern. Also insofern ist das eine mögliche Option, die er hat. Aber das reicht natürlich auch nicht aus, um die Chemiewaffen unter Kontrolle zu bringen. Und eindeutig ist auch seit heute, dass Obama hier innenpolitisch schwer unter Druck gerät. Der republikanische Hardliner John McCain hat gerade im US-Kongress gefordert, die USA müssten nun mehr liefern als Maschinenpistolen. Es gehe jetzt um panzerbrechende Waffen, um Boden-Luft-Raketen, um eine Flugverbotszone. Genau über eine Flugverbotszone hat das Weiße Haus aber bislang noch nicht entschieden. Und auf der anderen Seite steht ja Russland und stattet schon die syrische Regierung mit Waffensystemen aus. Was für ein Großkonflikt wäre denn das? Kann es sein, dass die USA auch Druck machen wollen auf Russland mit dieser Erkenntnis eben Achtung, Achtung, Chemiewaffen? Das ist denkbar, denn es ist genau die Konstellation, die Obama mit Macht verhindern wollte, nämlich dass Amerika die eine Bürgerkriegspartei, die Rebellen, mit Waffen versorgt und Russland die andere Partei in diesem Konflikt, nämlich das Assad-Regime. Obama wird Druck machen auf Wladimir Putin. Er trifft ihn ja in der kommenden Woche beim G8-Gipfel. Da wird dieses Thema mit Sicherheit auf den Tisch kommen. Und dann muss Obama Wladimir Putin überzeugen, dass es auch nicht im Interesse Russlands sein kann, dass Chemiewaffen unkontrolliert in Syrien zum Einsatz kommen und vielleicht so eine Lösung herbeiführen. Informationen von Stefan Niemann live aus Washington. Vielen Dank.